Schaut, wir sind da. Das Auto von McPeel steht auch noch vor dem Polizeiposten. Du abgefahrene gespaltene Maroni! Leck da los sich der Affe ja gerade selber ein Hammerauto! Yeah, nicht mehr nichts. Ein Pontiac Firebird, 85er Jahrgang. Hey, so ein Schlitten, 350 PS unter dem Leder, der heizt da nicht richtig. Hey, schwarz-violett, abgesetzt mit Silberfelgen und breiten Pneu. Hey, da kostet jeder Felge allein schon etwa 3000 Hammer. Mann, so ein Teil ist heute praktisch unbezahlbar. In 5 Sekunden von 0 auf 100 ein 4,5 Liter Motor, absoluter Burner. Der fährt bis zu 320 Stundenkilometer, vermutlich mit extra Speedmotor und noch Lachgas-Einspritzung. Mann, Jungs, Buben und Auto. Sammelt euch die Augen wieder zusammen und macht das Maul zu. Es zieht. Ich glaube, wir haben noch etwas vor. Also, los geht's! Der Benny parkiert sein BMX auf dem Veloparkplatz, der Neil klemmt das Board unter den Arm und Maggie zieht die Skates ab und läuft barfuß ins Polizeihauptquartier rein. Der IQ und der Benny folgen ihr wie zwei zahme Schöfli. Spätestens vor dem Büro vom Kommissar McPeel übernimmt dann aber der Neil wieder die Führung. Er klopft an die Tür. Herein. Ah, ihr sind's. Heute zusammen. Wo brennt's denn wieder, meine Herrschaften? Neil, ist dir noch etwas in den Sinn gekommen, wo noch loswerden muss? Sind ihr unterdessen erpresst worden? Oder ist Meersäule Amok gelaufen? Ja, sorry, meine Lieben, aber ich glaube, ich habe heute meinen Glückstag. Ich habe gerade einen der wichtigsten Unterweltbosse und Drogendealer in unserer Stadt ins Netz laufen lassen. Der Parks, einer von unseren Undercover-Agenten, hätte ihm eine Falle stellen und Beweismaterial beschlagnahmen. Wir sind jetzt schon mehr als 2 Jahre hinter dem Halunke her gsi. Jetzt müssen wir nur noch seinen Drogenring definitiv zerschlagen und alles gewaschene Geld sicherstellen. Das Einzige, was wir noch nicht herausgefunden haben, ist, wie er seine Untergrundarmee ausrüstet. Wir haben nie ein Waffenarsenal gefunden. Und doch gilt seine Armee als die beste bewaffnete Gangstergruppierung im ganzen Land. Häuser in die Luft zu jagen, wäre ein Kinderspiel für die. Ja, aber jetzt zu euch. Wie gesagt, was habt ihr auf dem Herzen? Herr Kommissar, wir haben ja vor knapp einer halben Stunde mit Ihnen telefoniert. Genau, wegen diesen Fässern am Strand. Kisten, Herr Kommissar, alle gefüllt mit Sprengstoff. Ja, klar. Was ist mit diesen Kisten denn noch? Ich habe bereits eine Patrouille an die Küste geschickt und die Küstenwache informiert. Merci noch einmal für euren Tipp. Das hätte wirklich böse rauskommen. Im Moment sind meine Kollegen gerade am die Küste sichern. In dem Fall wissen Sie noch nichts Neues. Zum Beispiel über die Herkunft dieser Kisten. Oder über den, der sie ins Meer geworfen hat. Aber Neil, die Polizei ist zwar schon schnell, aber so schnell auch wieder nicht.